Der Schatten von Valencia breitet sich unaufhörlich aus und nur Celica und Alm sind in der Lage, ihn Paroli zu bieten, aufzuhalten, wie auch immer. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Shadows of Valencia. Ich muss ganz kurz zurückgehen, denn ich habe offenbar etwas Wichtiges übersehen. Hat man mir so ausgerichtet. Und zwar, nee, das war sehr weniger. Es war, ich muss irgendwo mal ganz kurz gucken. Und zwar, weil ich jetzt auf beiden Orten, sprich, ja, sowohl hier die Schleuse geöffnet habe, als auch mit allem die Schleuse geöffnet habe, komme ich offenbar irgendwo jetzt hin, wo ich noch etwas machen muss. Gut, hier war ich schon mal. Ja, stimmt, jetzt kommen wir logischerweise hier unten hin. Ja, das habe ich leider ein bisschen übersehen, oder vergessen, nicht übersehen, sondern vergessen. Das wäre passender formuliert. Truhen gibt es ja auch noch. Okay, okay. Denn offenbar gibt es hier noch einen, ja, können wir doch sagen, wichtigen Neuzugang für unser Team. Weil irgendwie gar nichts ist. Mal ganz kurz nach hier hin. Hier haben wir noch eine Quelle plus noch eine Truhe. Die Quelle sprudelt was genau? Angriffswasser sprudelt. Ja, hättest da genug Power. Mir macht eher so seinen Trefferquote ein bisschen Sorgen. Daher ist das weniger ein Problem. Aber auch schon überlegt, ob ich irgendwie Jesse mit der Dörflergabel irgendwie zurückentwickeln soll und dann zum Schützen machen, weil mir doch halt auf dieser Route ein Schütze fehlt und Atlas, naja, nicht wirklich brauchbar ist. Dann. Ja, S, aber S ist natürlich noch nicht weiterentwickelt, deswegen ist es eigentlich schon relativ stark. Diesem Verhältnis. Hier ist eigentlich auch schon gut. Ich kann natürlich auch selber noch ein bisschen was draufpacken. Weil er kommt sowieso mit, also egal was passiert, Seben nehme ich sowieso mit. Wobei Celica ja auch, aber... Eine Magiering. Okay. Mal gucken, der Engelsring macht ja eigentlich nur... Oh gut, der weiß nur, erhöht immer eine Glückschance, also... Erhöht die Reichweite und Stärke von Zauberbüchern. Okay. Magie um 2, Alter. Okay, jetzt ist Mea ein bisschen sehr krass drauf. Scheiße. Ich überlege sowieso. Also im Prinzip hätte er jetzt gerade überlegt, Mei oder Sonja wegen Magiering. Sie hat natürlich nach dem Fugue-Schild, das ist nicht unbedingt schlecht und so, aber sie hat halt Feuer, Donner und Excalibur, beziehungsweise nur diese. Ja, und Mei muss natürlich mehr ein bisschen Offensive gehen. Müssen. Sie kann natürlich mehr in die Offensive gehen, logischerweise. Und bei ihr hätte ich halt, ja, wegen Glückswert, überlegt, ob er vielleicht den geben soll. Jetzt ist halt die Frage, wer kriegt jetzt den Glücksring? Waren würde fast schon sagen, sie. Wobei es natürlich ein Ring, der die Resistenz erhöht. Oh, jetzt ist es langsam schwierig. Da schickt einen Ring rüber. Mit dem erhöhten Glückswert. Ich denke vor allem, die kleine Ding können es gut gebrauchen. Die 4. Die kleinen D4 können halt gut gebrauchen, wa? Ja, warum eigentlich nicht? Komm, mach mal so. Und schickt einen Ring rüber zu Alm. Ich hoffe bloß, ich denke später noch daran. Alter, das ja. Das war alles weit verzweigt und so, wa? Ja, guck mal an, was macht der denn hier? Ah, Celica. I'm glad to see you safe, child. Noma? What in the world are you doing here? Not to put too fine a point on it, but I was worried about you. I followed you as far as this temple, but this place is just so large.
I'm embarrassed to say I got a bit lost, little one. Oh dear. Well, I'm glad to see you in good spirits nonetheless. Perhaps we'd both enjoy more peace of mind if we stayed together. Might I travel with you from here on? Grundsätzlich ja. Prüfen, gibt's noch irgendetwas? Silberne Schale, okay. Das ist vermutlich mehr zum Verkaufen gedacht, wa? Jo. Noma. Er ist ein... Warte mal ganz kurz. Gut, sind natürlich ein Preis drin, wa? Im Prinzip weißer Preis drin ist ungefähr das gleiche. Gucken wir uns mal die Werte an, wa? Ganz kurz hier Formation ändern, wenn es ein bisschen einfacher ist. Er hat natürlich eine hohe Crit-Chance, das finde ich sehr gut, obwohl er ist halt in Weiß Level 7 bereits. Feuer, Donner, Excalibur, Sagittae, Erholung. Trefferquote von schwarzer Magie plus 10%. Ja, das ist natürlich geil. Glück hat er gar keins, okay. Mehr Fähigkeiten, er ist sau langsam, wenn man so formulieren darf. Verteidigung gleich viel, Resistenz ein bisschen mehr als sie, aber im Vergleich zu Mei ist er... ja... Ist eher ein bisschen wie ein Atlas, war also... Ich weiß nicht, Leute, weiß nicht. Ob ich Noma da echt groß trainieren kann, soll, wie auch immer. Und dann kannst du einfach mal, ich gebe jetzt ihm nicht einen Engelsring, obwohl er jetzt eigentlich dringend nötig. Na komm, wir geben trotzdem. Und hoffentlich denke ich daran, dass ich den eben zu allem rüberschicken wollte. Und jetzt ganz wieder zurück. Naja. Ja, der alte Nummer im Team, bereits weiser und so weiter, aber eben, das ist nicht ganz Gelb auf Mai. Andererseits kann man es ja trotzdem gut gebrauchen. War nochmal so eine Offensiveinheit, und vor allem halt auch zum Heilen. Ich glaube, jetzt mal nie verkehrt und daher, jo, willkommen im Team. So, und wieder raus hier. Ja, in diesem Sinne, danke für den Tipp, Leute. Und ich habe das ein bisschen verpasst und ich will ja trotzdem alle Charaktere mitnehmen, was irgendwie geht, nicht wahr? Also, auf zum Angriff. Herausforderung! Ja, die habe ich eigentlich schon die ganze Zeit im Let's Play, von dem her was ist jetzt neu oder anders. What's this? Another graveyard? Oh, of course it is. Oh, seriously? How are you not used to this by now? If you've seen one ghoul-ridden deathscape, you've seen them all. I suppose you have something of a point. Fine. Let's press on. Actually, it looks like this place is full of necro-dragons. So that's new. Ja, das war irgendwie klar. Oh, mit dem Gift zum Film. Na gut, also. Es sind Nekrodrachen. Wir wissen das bereits. Ich schätze mal, es dürfen ein paar sein. Es sind ein paar. Ach du Scheiße. Jo, das sind ein paar Nekrodrachen. Wie mache ich das? Erstmal, Noma ist wegen Sagittae und so gar nicht mal so schlecht, wenn ich ihn hier hinpacke. Aber ich hätte doch gerne jemanden hier, der ein bisschen verteidigt. Deswegen ist, glaube ich, hier Valba eine gute Option. Und eine gute Verstärkung. So. Jetzt hier. Immer noch das gewohnte Spiel. Ich brauche ein bisschen was in der Offensive. Deswegen erstmal GC nach vorne. Wer hat noch ein bisschen mehr Verteidigung? Das sind ja eigentlich schon ihr hier. Ihr hier. Ihr hier, genau. Das heißt, ich schicke da auch noch Katria nach vorne. Schon mal alle hier. Wobei es eigentlich Unsinn ist, weil ich habe hier die Pegasus-Ritterin. Also wäre es sinnvoller, wenn ich die erstmal später hole. Der kann sowieso nichts, oder kann direkt so gut hier. Also Atlas, nicht Jason, sondern Atlas kann sowieso nichts, deswegen kann er da drüben bleiben. Und jo. Das müsste doch klappen. So, jetzt natürlich ist das Ziel, dass die nicht direkt auf mich zukommen.
I'm in top condition. Leave it to me. Dann darf der ruhig mal angreifen. Währenddessen hier drüben. Das ist, kann hier direkt zuschlagen. Mhm. Kann man so schlecht. I'm unstoppable. Jetzt habe ich auch noch Sonja mit ihrem Donner. Ja, macht doch ordentlich Schaden. Sehr schön. I'm ready to roll. Und ich habe Seraphim, der ordentlich was abzieht. Sehr schön. Andererseits, naja. Also stell sie mal hier hin aufs Grab. Let's proceed. Und hofft da drin nicht sein eigenes Grab. Schaufler. You got it. Ja, bleibt mal hierhin zurück. Magiering für ein bisschen mehr Reichweite. Also warte mal, Magiering. Alter! Aha, von hier aus, war. Ja, der Magiering. Handle this. Der wird, glaube ich, noch gute Dienste leisten. Leave them to me. At your service. Die Schwestern unter sich und der Atlas, der versucht auch ein bisschen was zu reißen. Das war doch klar. Alter, die macht das alleine, braucht gar niemanden. Aber, ja gut, dann komme ich da oben irgendwie, scheiße, nicht ganz hin. Mist, verdammter. Ist trotzdem lieb, wenn du ihn mal so ein bisschen kitzeln würdest. Mit der Sturmlanze in der Hoffnung, dass es dann den Rest macht. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt... Den habe ich noch. Gut. Den Langspeer habe ich auch noch. Da ging es einem eher ein bisschen um die Delta-Attacke. Die war mir irgendwie ein bisschen wichtiger. So. Ich meine, es geht nicht darum, dass die Wertungen so miserabel sind, mit 22%. Trotzdem trifft er nicht. Also irgendwo, weiß auch nicht, ich finde es schon sehr, sehr, sehr... Das klingt auch ein bisschen sehr, sehr traurig. Wie er einfach tot geht. So, Angriff. Walber, der Schreckliche. Ja, vor ihm verbeugen sich sogar die Nekrodrachen. So, also müssen wir dann oben noch ein bisschen heilen. Das sieht sonst nicht ganz so gut aus. So. Schwein gehabt. Jetzt habe ich ja hier noch ein paar nette Drachen. Ja, sage wirklich nette Drachen. Jetzt macht erstmal den platt. Sehr schön. Und jetzt... Mei! Leg los! Alter, leck mich am Arsch. Ich meine, auf die Reichweite. Mit der Trefferquote trotzdem. That's why we count on you. Ja, das muss ich auch sagen. Respekt, Respekt. So. Es soll einfach nur, damit es noch ein bisschen Erfahrungspunkt noch kriegt. Ja, man merkt schon, so Nekrodrachen noch kein Problem mehr für uns. Jetzt eine gute Jesse mit ein bisschen Spaltung, kriegst du eine höhere Crit-Chance. Er macht aber nichts draus. You'd best take care of those wounds. Saber.
gegen Flugeinheiten. Ja, eigentlich ist er ja eine Flugeinheit, wa? Ich kill ihn sowieso nicht. Jetzt habe ich 48. Ja, komm. Ein kritischer, tiefer Fall. Ja, was für ein krasser Typ. Ich wollte gerade sagen, alles ohne Selika. Die muss gar nichts machen. Unsere Prinzessin, sie hat nichts zu tun. Mal klar, dass auf Nummer losgeht. Wow. Naja, wenn er natürlich mit Feuer gegen angreift, da muss er sich nicht wundern. Ganz ehrlich, ich will eher Valba trainieren, deswegen Valba, hol ihn dir! Ja, also ich glaube, echt unser Dream Team mit Valba und Lucas in der Front quasi mal alles abzublocken, das lebt. Alter, jeder den anderen. Krass. Sprich, jeder Nico-Drache durch einen anderen von unseren Truppen platt gemacht. Keiner hat irgendwie 2 Platt gemacht oder so, alle schön aufgeteilt. Super. Jo, geht direkt mit Selika weiter, mal sagen, ne? Wir sind ja dann... Oh, scheiße. Na gut, von mir aus. Angriff auf Dulfs Wehr. Ich glaube, das könnte länger dauern. Oder auch nicht. Was? Ich habe 2 feindliche Einheiten. Ich dachte, die wären irgendwie kombiniert. Aber irgendwie auch nicht. Was? Dulf, ein Kantor mit der Drachenschuppe. Eine Stahlharte Schuppe mit magischen Kräften. Jo, die hätte doch gerne. Tödliche Magie, ja, mit Tod und Rufen. Oh, was ruft denn der? Ruft der direkt Nico-Drachen oder was? Ja, sind natürlich alle hier. Super. Ach du Scheiße. Mit dem natürlichen Etzmoor drin. Wie könnte es auch anders sein? Und ich habe natürlich alles vorne, was irgendwie... Ach, jo. Das wird lustig. Ja, was ich in das Team sogar so lassen. Hier unsere Top-Einheiten, ne, wo man, ich sage jetzt mal bis auf Jesse, war der ist so ein bisschen rumprobieren und so, aber ansonsten ist eigentlich auch cool. Keine Frage, aber nicht nur jemand, wo ich sagen muss, der gehört zum Top-Team. Der Rest hier, Ginny natürlich fragen in Heilung und allem und Anrufen hast du noch gesehen und Sonja, ja. Ich meine, sie ist erst Magierin, war also noch nicht weiterentwickelt, deswegen kommt das auch noch. Die beiden, naja, sind halt Reserve. So wird lustig. Welcome, child of fate. Once your soul is offered up to Lord Duma, our aims will be realized. Surely there is no call for needless struggle. This way, Your Highness. Guess what, pal? I don't care what kind of wacko nonsense you're spouting. I won't let you lay a finger on Celica. The buzzing of ignorant flies is so very vexing. Perhaps the jaws of my necro-dragons will silence your interruptions. Der ruft echt Necro-Drachen. Weil stand im Deutschen sogar nicht so da, aber im Englischen hat er gerade gesagt, mein Necro-Drachen, also seine. Insofern wird es lustig, aber egal. Okay, Scharfschützen sind ein Problem. Necro-Drachen zwar auch. Ja, was ist hier kein Problem. Erstmal muss der dran glauben. Damit ich ja überhaupt etwas machen kann, muss der erstmal weg. Das ist eine magische Einheit, deswegen kann ich ruhig mit denen auch hier hin. Wohl aufgepasst. Ich wollte gerade sagen, es wäre eigentlich prädestiniert dafür. Palla bleibt lieber ein bisschen zurück. Und ihr versucht irgendwie doof rumzustehen und auch was zu bringen. Das hat relativ viel Resistenz.
Das Celica angreifen ist eher unwahrscheinlich, deswegen kann ich sie auch reinschicken. Valba, ein bisschen vorsichtiger. Du hast auch viel Resistenz, rein mit dir. Ginny hat sowieso viel Resistenz. Du musst sowieso gucken wegen Anrufen und so, aber Problem ist, Anrufen kannst du hier mal. Warum eigentlich nicht kommen? Dann nur gerade wegen dem Moor hier, ob die vielleicht gerade alle zerstört werden, aber naja. So. Jo, wie es zu warten war. Neko-Drachen-Time. Wie mache ich das ein bisschen gegen Neko-Drachen? Wie mache ich das am besten? Die kommen natürlich jetzt so und so und so weit. Also doch relativ sehr weit, wenn man es mal so formulieren möchte. Dann haben wir da sogar stärkere. Und das Problem ist halt vor allem mit dem Scharfschützen. Also eigentlich müsste ich jetzt mich zurückziehen, um mal den ersten Sturm der Neko-Drachen abzuwarten, weil er beschwört nicht jeden Zug gegen den Neko-Drachen, wäre ein bisschen urmäßig. Das heißt, erstmal den platt machen, das kann sogar sie von hier aus. Problem ist mit Aura oder Seraphim und Tschüss. Weil das den ja trotzdem trifft. Ich dachte, wenn sie von so weit aus angreifen kann, kann er es nicht, weil er nur 7 Magiering trägt. Aber offenbar gilt das nicht so ganz, wie ich das vorgestellt habe. Also, Problem ist ja, oder beziehungsweise jetzt eigentlich gelöst, war die Magier, die hier kommen, sind jetzt noch hier drin. Das kann jetzt eigentlich alles so physisch spielen, alle physischen Einheiten nach vorne packen. Mache ich auch. Da heißt, Palla kommt auch nach vorne. Das heißt, ich muss jetzt von Neko-Drachen selbst keine Angst mehr haben, dafür von den Scharfschützen. Okay, das heißt, Scharfschütze selbst kommt bis so weit, also kann ich die jetzt problemlos platt machen. Damit hätte ich gleich schon mal ein weniger. Sie hat ja auch relativ viel Verteidigung, mit ihr kann ich also auch riskieren. Sehr gut, die gehen ihren Weg. Perfekt. Jetzt habe ich dazu einen noch im Weg steht. Ich überlege gerade, weil die Schreck will natürlich die relativ schnell platt machen. Jetzt muss ich auch ein bisschen gucken, aber ich stelle es mal hier hin. Das müsste klappen. Dann, er muss erstmal zurückziehen, das geht nicht anders. Atlas hat nicht viel Verteidigung, ist mir aber auch scheißegal, wenn er drauf geht. So, das heißt, er stellt ihn schon mal nach vorne. Dann ist sie noch ein bisschen. Nee, komm. Sie sollte vielleicht noch ein bisschen heilen. Sie hatte Purgativ. Wer braucht Purgativ gerade? Saber. Ja. Natürlich mehr Verteidigung. Er hält also mehr aus. Also. Ah. Kann sie eigentlich direkt drin lassen. Niemand greift Celica. Niemand ist so blöd und würde sie angreifen. Am besten will ich mir vorstellen. Nee, ich lasse mal da. Dann hätte ich es bei ihr gerne Purgativ. Ja, ich weiß, sie ist noch giftig im Mond, so, aber sie heilt sich sowieso selber. Also kein Thema. Problem ist halt echt, wenn der Gegner sowohl Scharfschützen als auch, also Scharfschützen für die Entfernung halt zum Schaden machen, dann aber auch noch irgendwelche Magie haben, jetzt auch noch Neko-Drachen. Das macht es ein bisschen schwieriger voranzustimmen. Aber jetzt, wo ja die Magier hier hinten sind, beziehungsweise nur noch drin, die machen mir draußen gar nichts mehr. Kann ich echt erstmal draußen alles platt machen. Eventuell sogar noch die ein bisschen triggern. Wobei es schwierig wird, weil sie ja... Ja, sie haben halt Eisenbogen, war der auch schon effektiv gegen Flieger und der hat sogar Stahlbogen, also... Die kommen nicht so weit. Ja, ich muss echt gucken, wie ich das am besten mache. Oder vielleicht doch mit Mei, wenn ich sie halt direkt killen würde.
wird es irgendwie funktionieren. Egal, wir werden sehen, Freunde, wie es weitergeht. Hier bei Fire Emblem Shadows of Valencia. Ciao zusammen.